Mit Patty unterwegs hier auf der Totenkopfhöhle geht das Abenteuer in die Endphase hier bei Risen 3 Titan Lords. Hi Freunde, willkommen zurück. Und da vorne steht jemand, von dem ich das Gefühl habe, dass wir ihn alle kennen. Aber die Frage ist, wieso ist er hier? Tja, sagen wir einfach mal guten Tag. Da gehst du alleine hin. Das war klar. Da bist du endlich. Unsere Suche hat nun ein Ende. Deine Visage kommt mir bekannt vor. Es wurde auch langsam Zeit, dass du hier aufkreuzt. Da fährt man quer über alle Meere und reißt sich ein Bein aus, um dich zu finden. Und am Ende stehst du hier einfach in der Gegend herum. Warum hat das so lange gedauert? Du hast gut reden. Du musstest nicht gegen die halbe Welt antreten, um hierher zu kommen. Du hast keine Ahnung, was ich hier durchgemacht habe. Die Zeit im Schattenreich scheint stillzustehen. Die Kreaturen der Dunkelheit dort sind nur schwer zu ertragen. Einmal in die Hölle und zurück. Ich war eine Ewigkeit auf Wanderschaft. Und doch bist du hier. Ja, ich bin Nekroloths letzte Wehr. Ich bin hier, um dich zu vernichten. Hallo? Das ist aber ein Geist. Bitte was? Wir müssen uns wieder vereinigen. Es geht nicht. Seine Macht ist einfach zu groß. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Wenn du Nekroloths dunkle Festung betrittst, muss ich dich vernichten. Ach du Scheibenkleister. Wo ist er? Nekroloth ist in seiner dunklen Festung und arbeitet an seiner Manifestation. Ich fürchte, es dauert nicht mehr lang, bis er Erfolg hat. Ein Titan des Unheils und Verderbens wird über die Welt kommen und alles Lebende vernichten. Was soll das heißen? Du sollst mich vernichten. Sobald du die dunkle Festung betrittst, werde ich dir deinen Atem nehmen und dein Herz wird aufhören zu schlagen. Was? Tut mir leid, ich muss das tun. Nekroloth zwingt mich dazu. Wie können wir Nekroloth schwächen? Da wo Licht ist, ist auch Schatten. Da wo Leben ist auch Tod. Der Herr des Schattenreichs zehrt von den Seelen, die seine Insel betreten haben. Die drei großen Zauberer bündeln die Kraft der Lebenden auf dieser Insel und speisen damit Nekroloths Macht. Erst wenn die drei großen Zauberer wieder ihrem freien Willen folgen, wird sich das ändern. Wenn die drei großen Zauberer wieder frei sind, lässt du mich vorbei. Ich weiß nicht, ob meine Kraft dazu reicht, aber ich werde es versuchen. Na, immerhin mal etwas. Wo hält er die Zauberer gefangen? Sie bilden ein Dreieck und überschirmen mit ihrer magischen Zange die ganze Insel. Chani ist im Turm der Folter, Zacharias in der Schattenbucht und Eldrick auf dem Berserkerpass. Natürlich sind sie schwer bewacht. Wenn sie nicht befreit werden, wird Nekroloth bald übermächtig sein. Alles klar, ich denke mal, dorthin zu gehen, gehen wir direkt irgendwie zu seiner Festung, die vermutlich irgendwo hier oben ist, keine Ahnung. Heißt für uns, wir müssen uns in der Wiedervereinigung, das heißt die drei Großen befreien. Okay, hier ist Chani, da unten ist, gut, dann wenn es einen Teleport, machen wir also erst später. Und der ist hier oben. Bin doch eigentlich fast auf dem Weg dazu, wa? Wo kann man relativ auch schnell wieder zurück? Ne, okay, ich gehe erstmal hier hin zu Chani. Patty, komm mit! Dankeschön. Gut, befreien wir also Chani. Machen wir das am besten. Müssen wir hier rüber? Nee. Wir sind eigentlich hier oben nix. Vielleicht kommt er später noch, das sind einfach nur ein paar Monsterviecher. Was echt erst einmal die drei großen Zauberer war, weil es kann natürlich durchaus sein, dass wir dann irgendwie trotzdem noch andere Wege gehen müssen und dann würde ich unter Umständen, wenn ich jetzt zuerst die komplizierten Wege gehe, dann würden wir irgendwie alles dreifach und vierfach machen, dann wäre natürlich ein bisschen doof. Ja, die drei großen befreien, gut. Nekroloths Manifestation, ich habe das Gefühl, der wird nachher ein bisschen größer werden. Ich erinnere mich da gerne an Risen 1 zurück. Ich meine, Mara war Risen 2 nicht so stark, aber Drachenzapper hier. Ups. Mann, Patty! Ich wollte gerade noch voll zuschlagen. Egal, was glaube besser so, wa? Und das hier. Na, ist das Sumpf oder was? Hier keucht und flaut immer mehr.
Das hört und hört nicht mehr auf. Ich glaube es echt nicht mehr. Mistvieh! Mann, ich sehe die kaum. Das ist schwierig zum Kontern. So, bin jetzt eigentlich hier auf dem richtigen Weg momentan. Muss fast, weil ich muss irgendwie über die Lava rüber. Du musst von hier unten herkommen. Das wäre natürlich kacke. Ne, wir suchen einfach mal. Wir sind relativ schnell im Porten. Vielleicht noch irgendeinen Teleporter? Mann, Patty, da... Wir sind da vorne. Bruce! Genau richtig. Sprich dich aus. Du gibst einen exzellenten Köder ab. Genau das, was ich brauche. Nachdem mein Waffenbruder... Ach, naja. Sagen wir einfach, dass außer einem Haufen Knochen nichts mehr von ihm übrig ist. Was genau willst du ködern? Schon mal einem Schattenlord begegnet? Kann man so sagen. Gut, denn dieser ist besonders gerissen. Er agiert mit seinen Schergen aus dem Hinterhalt. Wenn wir sie töten wollen, müssen wir ihnen eine Falle stellen. Wir? Was habe ich damit zu tun? Machst du hier etwa Urlaub? Nein. Na also, was fragst du dann so blöd? Du musst nicht viel tun, außer rumstehen und warten. Wenn du bereit bist, führe ich dich zur Köderstelle. Von mir aus. Na schön. Glaub mir, anders wird es nicht funktionieren. Spiel du doch den Köder. Nein, mein Plan, meine Befehle. Es sei denn, du kennst einen Gnom, der dir vertraut. Ich habe einen Gnom in meiner Crew. Gut, denn wenn ein Gnom als Köder dient, greift der Schattenlord vielleicht nur alleine an. Und dann haben wir leichtes Spiel. Bevor wir aufbrechen, solltest du deinen kleinen Freund fragen, ob er bereit für diese Aufgabe ist. Jafar ködern? Nee, mach ich Führ mich selber. zu der Köderstelle. Kannst es kaum erwarten, das Biest zu erlegen, was? Dann mal mir nach. Mein Plan ist so raffiniert, da kann gar nichts schiefgehen. Ja. Wo führt er uns hin? Hier sieht auch jeder Stein wie der andere aus. Jetzt sag nicht, du hast dich verlaufen. Nein, ich glaube nur, hier sind wir falsch. Ach Mist. Lass mich mal kurz überlegen. Ja, genau. Diese Richtung. Mir nach. Beschissene Gegend, um zu jagen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Das hier ist die richtige Stelle. Der Köder kann... Moment. Merkst du das? Da. Da war es wieder. Irgendwas sagt mir, dass wir in die Falle gelaufen sind. Echt? Tja. Dann mach dich bereit. Hinterhalt! Das Mistvieh schnapp ich mir! Magic! Power! So, den auch down. Na, komm schon und... Erledigt. Hey, was hast du so viel Schaden gekriegt? Oh, Bruce ist tot. Ja, und damit die Quest auch erledigt, oder wie? Bruce, es tut mir leid. Ja, und jetzt ist die Quest auch weg, oder was? Der ist tot. Ich meine, klar, der Questziel ist hier, Jafar, ich will ihn aber nicht unbedingt... Naja, wir haben uns vergeigt. Entschuldigung, aber du bist mir zu böse. Bruce? Bruce, es tut mir so leid. Er kann niemals Batman werden. Naja. Ah, ja. Achtung! Servus. Wow.
Schnell ist er ja. Und nicht wirklich stark. Wir sind hier, glaube ich, einigermaßen richtig, wa? Ja, hallo, Warren. Du bist ein netter kleiner Warren. Zu weit weg. Mann, Patty, hey, kannst nicht immer so beschimpfen, Mistviecher, Mistviecher. Das geht doch nicht. Jo, schön, wo wir hier sind. Frage ist, können wir damit Patty und muss das alleine machen? Ich glaube fast, muss alleine machen, wa? Ich könnte einfach mal springen! Ja, klappt sogar. Patty, kommst du mit? Nur die Masse elegant an, schlecht. Naja, also von Bewachung haben wir hier nicht viel gesehen. Ich hoffe trotzdem, ich bin hier richtig unterwegs. Es sieht so nach dem Turm und so allem aus, und dem her ganz in Ordnung. Was ist denn hier noch los? Ich höre was. Und es klingt böse. Böse, böse, böse! Ja, zeigt's ihnen! Eine Voodoo-Puppe. Tja. Doof brauchen wir die gar nicht. Gut gemacht! Höllenhunde, das soll schwer sein? Naja, weiß ich nicht. So, an aktivieren. Geht doch. Und die Musik ist zurück. Ist das nicht nice? Ohne Scheiß. Der Turm der Folter. Ja, denke immer noch, dass irgendwie Giant da oben sein müsste. Pass auf! Man tut so weit weg. Pass auf! Na, kein Problem. Bin doch schon dabei. Das war's dann wohl. Außer ein paar Knochen gibt es bestimmt nicht viel von Wert auf dieser Insel. Du Vermutlich musst nicht. nur wieder die Segel setzen. Ja, ich bin froh, wenn wir diesen Dreck hinter uns gelassen haben. Ja, aber ich glaube, das könnte noch ein bisschen dauern, zumindest mal bis wir alle drei befreit haben, wa? Oh, verdammt. Nein! Ui! Oh, Alter, gibt einen blauen Fleck. Natürlich macht sie mir alles nach, ist klar. Mistvieh! Das war's dann wohl. Was Interessantes? Nö. Na toll, müssen wir das jetzt hier aufmachen? Können hier hochklettern. Interessant. Wow, Hilfe! War nach runtergefallen? Da gehst du alleine hin. Interessantes Gefängnis. Ganz kurz speichern. Das muss ja theoretisch hier drin irgendwo sein. Ja. Mal gucken, wa? Ich könnte ja auch fliegen, ne? Ich habe einen Papageienzauber wohl. Ja. Man soll vielleicht schon einen richtigen Weg nehmen. Kann durchaus noch nützlich sein. Gut, das Viech hier ist down. Da drüben ist, glaube ich, kein Viech mehr. Natürlich nur ein Oberviech. Du bist ein Arsch! Zugegeben, gut versteckt ist das Ganze. Oder gut bewacht halt vor allem.
Haben wir hier wohl den nächsten Teleporter. Natürlich viel einfacher, wenn ihr wisst, wo genau Gianni es ist, aber ich schätze mal, dass es irgendwo da unten war. Dann muss er ganz dort hinten kommen. Gut, hier kommt natürlich eigentlich nur ein bisschen links und rechts. Das nützt mir wohl eher weniger. Aber von dem her noch ein cooles Gefängnis. Hä? Wo ging jetzt was auf? Ja. Nö. Was? Ja, versuchen Papageienzauber einzusetzen. Ein paar hätten wir noch. Da war jetzt dieser Gang auf der anderen Seite. Könnte natürlich auch sein, weil hier ging nichts auf. Dass ich nochmal rüber müsste. Ah, hier. Wir kommen immer näher zu Gianni. So, dann mal gucken. War ja klar. Und kommen wir wieder zurück. Lalalala. Das wäre ein bisschen falsch, weil es jetzt so dort. Hä? Ich habe gerade was gehört. Runtergehen ist ihm eine gute Antwort. Und Schergenplan machen sowieso. Hä? Was denn das dort? Das sieht so seltsam aus, aber ich sehe es kaum. Dort hinten bin ich noch mal richtig, wa? Okay, ich habe hier dummerweise keinen Hebel. Das heißt, ich muss ihn natürlich irgendwo anders in Bewegung setzen. Was macht ihr denn hier? Hier ist nichts. Ist Gianni da unten vielleicht? Oh, doch, da unten muss sie sein. Wow! Haben die doch gar nicht gesehen vorhin. Da unten ist sie! Jetzt kann ich mit dem Hebel was genau bewirken. Ja, also wie gesagt, eigentlich müsste das jetzt irgendwie so klappen mit halt, mich darunter begeben, hä? Aber keins auch, mach's mal so. Du. Wow! Wow, 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 wow. Könnt ihr da reinklettern? Nö, war. Wäre nur ganz cool. Ein Äffchen reinschicken. Ja, Moment, hat's nicht überhaupt etwas? Sieht nicht so aus. So, weil trotzdem müssen wir da irgendwie rüberkommen. Ich muss den Hebel dort aktivieren, aber okay. Komm an, wieder zurück. Das muss doch irgendwie einfacher funktionieren. Waffe ziehen. Ja, ich weiß, Viecher ist dort unten.
Der Seelenfresser. Ist aber scheißegal, ganz ehrlich. Der ist doch eh keine Gefahr für uns. Na toll. Ist doch irgendwie den Turm selber runter, oder was? Also das Tor ist jetzt auf, wa? Da sind wir uns einig. Allerdings geht es hier ja auch noch runter. Hier ist alles zu, also gehen wir natürlich ganz runter. Dann wäre hier, keine Ahnung was genau, aber hier wäre das Schattenviech. Mann, mach schon! Nein, oder der falsche. Mann, Alter, mach doch eins. Ey, jetzt verarscht er mich wieder. Meine Fresse, ja, ich kann Härte steigen, das wäre eine ganz gute Idee. Ups, Entschuldigung, das war der falsche. So, halte noch mehr aus. Gianni, ich komm schon. Die ist noch gut irgendwie gefesselt. Na, ist klar. Diese Höllenbrut ist bald erledigt. Das schwöre ich. Freut mich auch, dich wiederzusehen. Keine Zeit für Freude. Wir müssen die bösen Geister vernichten. Ich werde sie eigenhändig. Mach nichts Überstürztes. Die Kieler brauchen dich. Ja, die Kieler dürfen nicht untergehen. Ich muss ihnen helfen. Unsere Rache wird grausam sein. Und du, Gucho, zeig keine Gnade und vernichte diesen bösen Geist, der die Welt bedroht. Du bist ein großer Krieger. Zeig ihm, dass du keine Angst vor dem Tod hast. Leb wohl, Gianni. Chi, wir sehen uns auf der anderen Seite, Gucho. Ja, irgendwie so. Quest Erfolg. So, die wäre befreit. Ist natürlich die Frage, wie kommen wir raus? Wir können natürlich teleporten, das wäre kein Problem. Ich hoffe mal, es geht auch ein bisschen einfacher. Wow! Tja, scheinbar doch nichts. Haben wir hier einen echten Teleport in der Nähe? Direkt vom Eingang. Und Patty ist jetzt wo genau? Ah, hier. Ja, komm mit. So, das hätten wir also schon mal sehr, sehr geil. Gianni wurde also auch befreit. Schon mal umso besser. Jetzt fehlen also nur noch 2. Ja, da einfach irgendwie hier durchschlängeln und ihn hier befreien war. Kann nicht so schwierig und so lange dauern. Und dann hätten wir noch Eldrick. Oh, ja, ich schätze mal, dass der hier ist. Der wird wohl länger dauern. Bis ich da wohl bin, Freunde. Tja, jetzt wieder zurück. Blub. Von den Türmen droht keine Gefahr mehr. Gut so. Jeder eroberte Meter. Ja, sehr gut sogar. Gucken, wie ich hier schon mal weiterkomme. Hier war. Wir müssen eigentlich durchgehen. Da haben wir auch einen Kieler noch. Okay, okay. Ein Bett zum Pennen wäre vielleicht nicht schlecht, aber wir haben keine Zeit. We have no time, we have no... Jetzt gehe ich jetzt hier eigentlich durch. Wieder mal komplett der falsche Weg, ist ja wieder mal super. Servus Kane, wie geht's denn so? Also,
Hier raus, das stimmt soweit, aber da müssen wir links uns halten. Ich schätze mal, es geht irgendwie hier oben richtig raus, wa? Ja, scheinbar so der einzige Weg. Wo ist Patty hin? Patty! Ja, jetzt verflixten zugenäht. Wo ist denn die Alte da hin? Ah, jetzt kommt sie, Alter. Spiel machen wir auf den letzten Meter doch noch Kira, hätte ich an nie gedacht. Naja. Ja, ist ja ganz schön kryptisch hier, wa? Muss eigentlich nur hier durch irgendwie, oder muss nicht, kann nicht so schwierig sein. Ah, jetzt schwimmt die Steuerung wieder. Nein, Hilfe, machen wir so einen Quatsch hier. Hier muss ich entlang, wa? Was war das gerade? Golderz, naja. Von mir aus, ja, heiße Magma und alles. Mhm. Pass auf! Wir sind scheinbar richtig unterwegs. Und noch sehr viel mehr Ruhm. Nun gut, Freunde, ich würde sagen, trotzdem ist das Party mal vorbei. Ich glaube fast, Let's Play auch noch ein bisschen länger, als ich dachte. Ich hatte eigentlich erwartet, dass ich mit 120 Parts das Let's Play beendet hätte, aber so wie es aussieht, ich will jetzt nicht irgendwie ständig 50er oder 60 Minuten Parts machen. Wow. Genau. Wo ist man jetzt? Hätte sie so schnell hingekommen? Mann, Alter, jetzt geht's schon wieder nicht. Ja, immerhin kriegen wir viel Ruhm, ist natürlich auch etwas wert. Ein Klingenblatt, dankeschön. Ja, aber ich sehe es ein, da bringt nichts hier irgendwie das Ganze. Sag mal, kann es bitte wieder deaktivieren, dankeschön. Das Ganze irgendwie jetzt nur gedrungen bewirken zu wollen, dass man jetzt irgendwie halt. Echt schwer, cool. Ja, das Ganze irgendwie nur ein paar Parts zu abschließen, ne? Da bringt es nicht groß. Ich würde mal sagen, wieder mal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part dann. Hier bei Risen 3 Titan Lords. Wir müssen uns irgendwie hier durchschlängeln, weil hier durch geht's nicht. Da ist fest verbarrikadiert. Wir sind halt irgendwie hier durch, wa? Dann fragen wir im nächsten Part dann Zacharias, genau, der nächste sein. Und Eldrick, dann wie es aussieht, der letzte, der irgendwo halt hier drüben ist. Ich hoffe, wir finden zwischendurch noch ein paar Teleportsteine, Teleporter und dann natürlich zum Schluss können wir irgendwie unseren Geist noch befreien. Tja, in dem Sinne. Bis zum nächsten Mal wieder hier bei Risen 3 Titan Lords. Ciao zusammen.